Ein Telegraph werden den gehabt. Fräulein Trude kann es sein. Wobei, da muss ich nicht. Ein Telegraph. Das Ding da hinten, oder wie? Trude? Hallo Professorchen. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Für die Meteorologin oben auf dem Berg. An die Meteorologische Gesellschaft? Ja, natürlich. Schießen Sie los. Also. Oh Gott. 07187. Freunde, ich muss mir die Zahlen aufschreiben. 10433 82780 57020 War die so lang? 17904 00030 18720. Die Antwort lässt ja nicht lange auf sich warten. Die am anderen Ende sagen, dass die Messdaten keinen Sinn ergeben. Ich habe mir wohl den Code nicht richtig gemerkt. Trude, ich komme wieder. Trude, ich komme wieder. Geht mit durch. Pass auf. Der ist stur. Hui, ja, ich versuche mal was damit. Die Hälfte hätten wir, nur noch 2 Teile. So, was treibt ein Gretchen? Kerntemperatur auf 15 Millionen Grad Celsius. Check. Bei der Freunde, ich sag noch mehr für. Fräulein Lübke, ich komme. Bitte auf ganz professionell schreiben wir uns einfach den Code auf. Auf den Zettel natürlich. Hallo? Guten Tag. Könnten Sie die Nachricht noch einmal wiederholen, bitte? Natürlich. Bei der Burm. Kann es sein, dass da was fehlt oder wie? Bei 2 Stellen sind Schwarzschuhe. Burm, ich hab's. Ich versuche es mir zu merken. 1000 Dank, Herr Tannhauser. Herr Ten. Der Zettel kann sich leichter merken. Freunde, marsch zurück zu Trude. Können wir keine E-Mail schreiben oder wie? Statt mit dem Telegramm. Ein bisschen gar oldschool, ha? Trude, Telegramm. Trude? Hallo Professorchen. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Für die Meteorologin oben auf dem Berg. An die Meteorologische Gesellschaft? Ja, natürlich. Schießen Sie los. Also.
Oh Gott, da geht schon mal los. Die ersten zwei Zahlen waren 07. Aber dann. Pass auf, so mal, das war's. Null 7 2 0 4. Scheiße, was damit? Warum ich mit der 10 gehe? Oder mit der 2? Ich nehme mal. Scheiße, was tue ich nicht? 1 0 4 5 5. Zwei 2 6 0 8. Vier 0 0 1 8. 181. 1 8 1 0 9. 0 0 0 3 0. Also die letzten Zahlen stimmen. Kommt bei den ersten Hoppert's. 0 4 1 0 3. Die Antwort lässt ja nicht lange auf sich warten. Die am anderen Ende sagen, dass die Messdaten keinen Sinn ergeben. Ich habe mir wohl den Code nicht richtig. Trude. Scheiße. Bumm, gleich nochmal. Trude? Hallo Professorchen. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Für die Meteorologin. Ja, natürlich. Schießen Sie... Pass auf, die erste Zahl war. Muss das gewesen sein. Null 7 2 0 4. Aber die zweite Zahl, da hoppert's. Eins 0 4 3 3. Zwei 2 6 0 8. 4 0 0 1 8. 1 8 1 0 9. 0 0 0 3 0. 0 4 1 0 3. Die Antwort lässt ja nicht lange auf sich warten. Ich lese vor. Bumm, ist auch gestimmt. Werte uneindeutig. Stopp. Bitte alle Messungen überprüfen. Stopp. Sensation. Stopp. Danke, Trude. Ich werde die Nachricht sogleich überbringen. So, wir überbringen die Nachricht. Das Komplizierte waren gerade die ersten zwei Zahlen. Aber war nicht tragisch, gell? Ein Quantenphysiker wie der Tannhäuser kann das. Bei der Fräulein Lübke. Komm schon wieder. Mit der Nachricht. War ja hübsch so tragisch. Hallo? Guten Tag. Hier ist die Antwort aus der Zentrale. Werte uneindeutig. Stopp. Bitte alle Messungen überprüfen. Stopp. Sensation. Stopp.
Oh, eine Sensation, hörst du? Eine echte Sensation. Bitte tu mir noch einen Gefallen. Dann kannst du dir so viel Helium nehmen, wie du willst. Hier, nimm diesen Schraubenzieher, geh zu meinen 3 Außenstationen, guck rein und bring mir die Werte. Bitte, ich kann hier auf gar keinen Fall weg. Wo finde ich die Messstation? Also, eine ist unten am See, die zweite im Ort bei der Aussichtsplattform und eine dritte steht draußen im Moor. Alles klar. 1000 Dank, Herr Tannhauser. Tannhauser. Danke. Scheiße, die 3 Kisten. Messstationen, jetzt was ist. Jetzt für den Briefkasten gehalten. Dann saßen wir erstmal in den Sumpf. Denk das, Messstation. Irgendwo dieser Briefkasten. Kann mir kaum vorstellen, dass sie regelmäßig hier rauskommt. Mal sehen. Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Temperatur, Luftdruck. Ah ja. Noch 2 Wetterstationen zur Überprüfung. Tannhäuser, passt es? Passt. Abmarsch. 2 haben wir noch. Ahoi! Pass auf, drunter am See. Wo spricht der da unten? Mal sehen. Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Temperatur, Luftdruck. Ah ja. Hygrometer sollten eigentlich nicht so nah am Wasser stehen. Naja. Nur noch eine Wetterstation zur Überprüfung. Eine Wetterstation. Die steht rum. Und Nummer 3. Mal sehen. Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag. Ganz schön windig hier oben. Temperatur, Luftdruck. Ah ja. Das sollte reichen. Du sag mal. Ich hab doch einen Schraubenzieher. Damit kann ich vielleicht den Fernseher jetzt legen. Zwecks der Röhre. Du schau weg. Jetzt leg den Fernseher. Und? Perfekt. Eine Röhre. Eine weitere Komponente für den Quantendiskriminator. Jawohl. Also das drum geht nimmer. Seien wir bloß nicht bess. Lübke. Ich komm nochmal. Hoffentlich zum letzten Mal. Mutter, renn zu. Pass auf, noch mehr für. Zur Wetterstation. Der Mann, ich muss aber klang, oder? Hallo? Guten Tag. Ich habe hier Ihre Messdaten. Oh, das ist ja einfach unfassbar. Das ist der Nobelpreis. Ich muss mir das unbedingt aus der Nähe ansehen. Aber Ach ja, behalt das Helium. Nimm so viel du willst. So, sie fliegt davon schön. bei dem Wetter bleibe ich lieber am Boden. Freunde, Helium. Für alle.
aufgepumpt mit Edelgas. Bei dem Wetter bleibe ich lieber am Boden. So, wo ist du jetzt damit, schön? Renne mit dem Ding rum. Gerade die Frage, für was das gedacht war. Im Sumpf? Nicht, oder? Beim Baumhaus? Mit Helium? Na, warte mal. Das Helium. Die brauchen wir doch als Kühlmittel, hat er gemeint. Trude, wundert dich nicht. Bin ein schräger Vogel. Seht das? 2 von Schluck. Gute Idee. Das ist es. Fast fertig. Es fehlt nur noch ein Teil. Ein Teil? Das hab ich auch noch. Aber erstmal zu Gretchen. Gerichtete Tachyonimpulse. Ja, check. Lazarus, halt dich fest. Wir haben's. Danke, perfekt. Das war's. Hans, wir haben ihn. Den Quantendiskriminator. Projektionsmatrix, check. Ha! Es funktioniert! Kapitel Nummer 5. Faszinierender Ort. Hallo? Hans! Hier drüben! Wo drüben? Wo? Da drüben? Lazarus? Oder ist auch noch Lass mich drüben? nicht allein! Herr Wellenmacher, wir müssen schnell machen. Wellenmacher? Wer? Tannhauser, hier entlang. Ah, da sind wir. Peter, Sie sind noch nicht da, oder wie? Wartet ihr auf mich, oder was? Lenny, wie schaut denn aus? Siehst du jetzt die richtige Welt? Denk an die Fichtenzapfen. Die Fichten topfen zuerst. Barbarossa? Den habe ich vornehmlich konstruiert, um die Station zu überwachen, wenn ich gerade auswärts essen bin. Willkommen im Kaninchenbau, Herr Tannhauser. War die Reihenfolge wurscht? Schaut mal so aus.